Es gibt Leute, für die hat der Tag nicht 24 Stunden. Es gibt Leute, die machen eine CD pro Jahr. Es gibt aber Leute, die machen nicht nur eine CD pro Jahr. Sie bauen noch ein Hotel, das sie dann eröffnen im gleichen Jahr. Oder dann natürlich selbstverständlich auch noch zweimal das letzte Grund füllen. Summit mit Matthias Mast. Die Talksendung auf jungfrauzeitung.ch wird euch präsentiert von Rugenbräu. Das Bier aus dem Berner Oberland. Das machen einfach Leute. Die arbeiten das. Ich weiss nicht wie. Ich frage ihn jetzt nämlich. Der Traufer kommt von dort, wo die Aare herkommt. Jetzt bist du unter der Aare. Wie ist das so? Bist du so quasi Aare an? Fühlst du dich so ein bisschen Aare an? Ja, es hat schon etwas von Aare an. Und vor allem, wenn man da in diesem Mattenquartier ist man ja schon auch ein bisschen in diesem Zentrum von dieser Mundartmusik. Und man fühlt sich so ein bisschen, ja. Als Mattengiel? Ja, genau. Ich habe gesagt, oder? Ich tue sie dann noch her. Wir können sie noch zeigen. Da. Das Foto einblenden. Jetzt hast du Glöckchen rausgegeben. Einfach so nebenbei, oder? Hast du einfach noch CD gemacht? Nein, das stimmt natürlich so nicht. Also es ist, oder wie vielen anderen oder wie fast jedem von uns sind einfach die 2 Pandemiejahre extrem in die Quere gekommen. Ich hatte schon einen schönen Masterplan mit 19 das Bützerbuben-Album, 20 letzte Grund, 21 wäre das Album da geplant gewesen, mit der Tournee. Und ja, jetzt hat es halt einfach alles zusammen geschoben und jetzt ist halt einfach im 22 ein bisschen viel. Aber eben, wie bringst du das unter einen Hut? Ich habe vorhin gesagt, die Tag hat eigentlich auch nur 24 Stunden. Ich glaube, in dem, dass es Freude macht. Es ist für mich ja nicht das Müssen, das Album rauszugeben, sondern ja extrem Freude und ich habe extrem den Applaus an der Reaktion jetzt von den Leuten. Ich glaube, wenn du so positive Sachen kannst machen wie ich, mit dem letzten Grund, mit dem Hotel, das funktioniert, mit dieser CD, dann hast wenn du so zwischen 40 und 50 lebst, hast du da noch endlos Kraft. Also deine Kraft hat ja dafür gesorgt, dass das Hotel rechtzeitig auf einen geheimen Tag aufgetan werden, zusammen mit deiner Frau, die wollen wir auch noch. Dann habe ich wirklich, also ich gedacht, also, sie hast du Maler vorgeschickt, glaube ich, kurz vor der Eröffnung, oder irgendwo, die haben sich in im Haus versteckt. Also das ist ja, auf eine Art muss man wahnsinniges Vertrauen haben zu den Leuten, die man mit ihnen zusammen arbeitet. Also jetzt, ob man jetzt eine CD macht, ob man das letzte Grund füllt, zweimal, oder eben das Hotel eröffnet. Ja, und das ist immer der Schlüssel. Es ist, logisch ist es einfach, wenn man sagt, ja, jetzt hat er noch das Hotel, jetzt hat er noch das, jetzt hat er noch. Aber mit «Hätter» meint man eigentlich immer mehr um mein ganzes Umfeld. Also ich habe auf der Musikseite ganz viele Leute. Heute bin ich mit der Andrea unterwegs, wo alles organisiert, wo alles funktioniert in der Musik. Im Hotel ist meine Frau, im Geschäft habe ich meine Geschäftsleitungsmitglieder, die extrem schauen. Ich meine, ohne mein Umfeld, ohne mein Team würde das alles nicht funktionieren und würde das alles nicht gehen. Hast du gemerkt, ich habe es wirklich vergessen, dass du ja noch eine Fabrik hast? Ja, er hat ja noch einen Traufer. Ja, Entschuldigung. Ich mache es auch noch. Jetzt machst du morgen um 6 Uhr, habe ich mal gelesen. Ist das immer noch so? Jetzt bist du am Abend bei Beiz im Hotel bis um Mitternacht und morgen um 6 Uhr bist du schon wieder die Geschäftsleitung, also die Geschäftin. Ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich so, dass sich das verschoben hat. Also das habe ich 20 Jahre lang bin ich um 6 Uhr morgens der Erste im Büro, immer. Und seit der Hurenkübel offen ist, ja, sind wir viel am Abend dort präsent natürlich, sind viel unterwegs, jetzt so mit der Promo bin ich viel am Abend unterwegs. Jetzt mittlerweile sind wir am Morgen eigentlich noch recht lang daheim. Das ist eine ganz neue Situation. Aber das ist nicht, weil du am Abend die beste Gast bist, so quasi bis zum Ausläuten. Wir haben sogar wir trinken keinen Schluck Alkohol in diesem Haus. Also du hast noch nicht einmal angestoßen? Ich stoße mit niemandem an. Wir trinken. Ich will nicht in diesen Gastronomiebetrieben anfangen zu trinken. Ich habe zu viel und zu gern Rotwein. Und man hat jeden Abend kennt man einen, jeden Abend hat man einen guten Grund. Und ich glaube, das ist gesünder so. Der Alkohol ist eine gute Überleitung zum Rock'n'Roll. Du kennst ja den kürzesten Rockmusikerwitz. Ein Rockmusiker läuft an einer Bar vorbei. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja. Willst du noch einen hören? Ja, ja. Weißt du, warum dass der Rockmusiker immer morgen um 6 Uhr aufsteht? Weil am... Warte jetzt. Du kennst ihn nicht? Ja. Nein, warum? Das noch mal... Morgen 6 Uhr, morgen steht... Er steht um 6 Uhr auf. Ja, genau. Kein Witz. Jetzt soll er am 7 die Läden zutun. Ja. Oh Gott. Also, ein alter Witz schlecht erzählt. Reden wir doch eben über Musik. Also, der letzte Grund, das ist ja, da bist du Rolling Stones-mässig mit dem Göllen zusammen gewesen. Hat man auch noch Lust, in kleine Clubs zu spielen wieder? Also ich sage, in verhältnismäßig kleine Läden. Ja, ich freue mich sehr auf die Tour. Es ist halt irgendwie so, dass schon
beim Hallenstadion so war, dass du eigentlich schon nur noch eine Wand Leute. Und beim letzten Grund ist das noch extremer. Also du hast wirklich keinen Kontakt mehr zu einzelnen Leuten. Und das vermisse ich wirklich tatsächlich. Logisch ist das, also es war das Beeindruckendste, was ich je in meinem Leben erleben durfte. Wenn du dort rausläufst und dort 48'000 Leute stehen und alle die Lieder mitsingen, das kannst du nicht toppen. Das ist ja so. Aber ich freue mich wirklich sehr, wieder mal eine Nähe zu haben, wo du wieder mal ins Publikum etwas fragen kannst. Das ist ja bei dieser Grösse gar nicht mehr möglich. Also clubmässig, dass dort quasi in den Leuten drin, also bös gesagt, wo fast gleich viele Leute im Publikum sind wie auf der Bühne. Also das ist ja auch eine finanzielle Frage. Ja, eben, also du sagst, es sind relativ kleine Läden, die wir spielen. Wir spielen alle Eishallen von diesem Land. Also wir haben auch der zwischen 4'500 und 6'500 Leute. Also dort hast du das Publikum in den Griff bekommen. Also wie machst du das? Das geht viel ringer. Wirklich. Du hast einen Steg, der mit ins Publikum geht. Du kannst wirklich dort, du hast viel engere Bindung zum Publikum dort. Das ist so. Aber jetzt bist du ja ohne Kumpel unterwegs. Ist es eine Erleichterung? Also ist mir doch da eigentlich auch zwischen mal auf den Sack gegangen? Wir haben es wirklich erstaunlich gut gehabt. Wir haben gelacht. Also ich habe so viel gelacht wie noch nie in meinem Leben. Wir haben so ein gleiche Dinge. Wir ticken ein bisschen gleich. Wir sind beide nie zu spät gekommen. Wir sind beide zusammen. Irgendwie, wenn man sich etwas verspricht oder wenn man irgendwie einen Hang drauf gibt, dann ist es so. Und wir sind beide fleissig. Und darum hat es eigentlich gar nie gross irgendwie etwas zu stürmen gegeben. Und wir haben ein erfolgreiches Projekt abschließen. Kohle hat er geteilt, ist gut rausgekommen. Wie viel habt ihr verdient an diesen 2 Konzerten? Ja, die Kohle ist immer relativ. Und vor allem auch dort war es mit der Pandemie so, dass wir wirklich mehr Kosten hatten ohne Ende. Es ist nicht ganz so, wie die Journalisten immer das Gefühl haben, dass man ab jetzt nicht mehr arbeiten müsste, wenn man 2-mal letzte Runde gespielt hat, weil dann würden nämlich die Rolling Stones schon lange nicht mehr spielen. Ja, gut, die haben eine Sucht. Also die spielen ja nicht... Die spielen nicht für Geld. Nein, die spielen doch aus. Das, was vorhin hast gesagt, einfach das Adrenalin, das Publikum, das ist. Ich nehme an, das ist bei dir auch fast wichtiger als das Geld. Du hast ja genug mit all deinen Nebenbeschäftigungen. Ja, man könnte es fast meinen. Nein, es ist wirklich das, dass man das Publikum, also vor allem die glücklichen Gesichter, das war bei mir immer die Motivation gewesen, dass ich Leute unterhalten kann. Ich bin der für die Unterhaltung da ist, für das Lachen, für das Tanzen, für das Feiern und für mal schnell eine Pause zu haben von seinem verdammten Leben. Das ist meine Aufgabe und das probieren wir auch mit diesem Album wieder zu erfüllen. Du bist ein Entertainer, du willst unterhalten, aber zwischendurch musst du dich auch um die Qualität der Songs kümmern, sprich um Texte. Das ist auch nicht einfach, wenn man ganz viel um die Ohren hat, dann noch irgendwie der Poet zu sein, am Abend zum Beispiel. Ja, und darum nehme ich mir immer so Auszeit. Also das Album haben wir ja während der Pandemie in Lazumas gemacht, im Unterwallis. Haben wir 2-mal, 2 Wochen, 3 Wochen ein grosses Chalet gemietet und haben uns dort zurückgezogen. Ich glaube auch nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwie im Geschäft sein oder im Hotel sein und am Abend irgendwie noch einen Text machen. Ich glaube, das funktioniert für mich nicht. Und darum tue ich mich wie immer wegbeschließen während 3-4 Wochen und bei dort nachher kann mich dort in das Kreative hineingeben. Also das ist quasi zusammen passiert, das Produktion und das Texten. Also du tust vielleicht eine Soundgrundlage oder deine Musiker legen eine Soundgrundlage und dann tust du irgendetwas in den Sinn und dann machst du Texte dazu oder umgekehrt. Nein, bei uns ist es so, dass wir wirklich auch das habe ich früher gemerkt, auch bei diesem Projekt, das Team bringt einfach mehr raus als ich alleine. Das ist ja logisch, wenn sich 12 Leute Gedanken machen, wie soll der neue Traufer-Song tönen, dann kommen einfach mehr Ideen zusammen, als wenn ich. Und ich habe wie diesen künstlerischen Ego-Dingbum nicht, dass ich muss sagen, hinter jedem Lied muss stehen Text und Musik Mark Traufer. Das habe ich noch nie so empfunden. Ich war immer der, der im Team besser funktioniert hat. Und darum haben wir nachher einen grossen Haufen Ideen und dann tut man ein bisschen picken, dann tut man ein bisschen schauen, wo und wie. Weil am Schluss muss ich mich wohlfühlen damit. Ich muss es singen und ich muss herstehen. Wie geht es jetzt weiter? Also das Hotel ist mehr als voll. Das haben wir vorhin im Vorgespräch herausgefunden. 97% Auslastung, das ist ja phänomenal. Findest auch fast kein Personal, aber Musiker findet man immer. Ja, Musiker genau. Wenn Musiker könnten kochen, wäre eigentlich alles gut. Das wäre so. Aber jetzt beim Hotel bist du auf Kurs, hast Personal. Also, wir gehört, du bist ziemlich im Anschlag, so viele Leute. Wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet, mit so vielen Gästen. Bist du jetzt langsam auf Kurs?
Ja, mittlerweile haben wir es also jetzt für einen Moment haben wir es im Griff. Wir müssen so lernen, dass Gastronomie ein ständiger Wandel einfach eigentlich ist. Aber im Moment sind wir gut aufgestellt. Auch für das nächste Jahr haben wir das Gefühl, sind wir einigermaßen aufgestellt. Aber es ist, also in diesem Betrieb, es ist jeden Tag kommt wieder irgendwie ein neues Problem um die Ecke und sagt, hallo, wir sind keine Gastronomen, wir lernen das alles noch. Wir sind jetzt wirklich vom Erfolg ein bisschen überrumpelt gewesen, aber langsam aber sicher kommen wir schon zu Schlag. Wie sieht die Langzeitplanung aus? Also 10 Jahre lang Hotelier, Musiker und Spielzeugbauer. Das bleibt bis zur Pensionierung, bis zum bitteren Ende. Also Spielzeugbauer, ja. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Hotel müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das anlässt, wie das funktioniert, ob wir das auch prestieren mögen, weil es ist wirklich streng, es ist herausfordernd. Und ich habe noch nie länger als 2-3 Jahre vorausgeschaut. Also das ist einfach, ich habe zu viel erlebt in meinem Leben und zu viel gesehen, wo ich 10 Jahre bin. Das können wir in 10 Jahren diskutieren. Jetzt probieren wir zuerst mal das Hotel in ruhige Gewässer zu führen. Wir sind mit der Platte unterwegs, dann die Tour nächstes Jahr, die Festivals im Sommer und dann. Du weißt, wo du bist nächstes Jahr oder schon ab das Jahr bist du in Tour. Ab wann geht es richtig los? Wenn wir schon den Tourneeplan abrattern zum Schluss. Ja, schau, da kannst du doch hier irgendwo ist der drin. Los geht es am 10. März. Am 10. März geht es los und dann sind wir eigentlich bis im Mai unterwegs in diesen grossen Hallen, quer durch die Schweiz. Und ja, jetzt müssen wir dann mal noch eine Tour vorbereiten und Tour planen. Aber es ist nicht perfekt. CD hat er rausgegeben, ihr könnt es also kaufen, dass ihr die Konzerttour am März anfängt, dass ihr dann die Lieder mitsingen könnt. Das ist wieder Traufer in Perfektion. So Texte, ja. Also du kannst schon auf die Wellen warten, schon wenn du auf die Bühne kommst, kannst du mit den neuen Songs loslassen. Das ist ja übrigens immer das Problem. Die Leute wollen ja oft einfach die Evergreens hören. Wie bringst du einen neuen Song dann auch wieder über? Du hast ab und zu irgendeinen heiteren Fahnen mal weglassen, zum Beispiel. Nein, und das ist etwas, was ich immer beeindruckend habe gefunden, auch beim Polo. Und Alpe Rose eigentlich immer gespielt. Und Fakt ist einfach auch das, man muss einfach auch gewisse Demut und gewisse Dankbarkeit an den Tag legen. Ich weiss heute, egal wo und wie ich werde auftreten, mein Leben lang, ich werde Mühe mit den Kühen und heitere Fahnen spielen. Das ist, aber aus Dankbarkeit, wenn die Leute das hören wollen. Du bist ein Double, wenn du es nicht machst. Das ist ein Schlusswort aus der Matte. Vom Traufer oben runter hat sie geschwemmt und er ist jetzt hier in der Matte gestrandet. Viel Glück, gute Geschäfte und euch merci für zuzuschauen. Und eben hier. Glückele. Summit mit Matthias Mast. Die Talksendung auf jungfrauzeitung.ch wird euch präsentiert von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland.